freu mich, liebe Zuschauer, weil jetzt kommt er. Er kommt. Ja, Schon was mehr denn? Schweinchen Hey, aber jetzt ist er da, von dem du gesprochen Ja, hast. Er hatte nicht so eine weite Anreise. Nicht aus Peru kommt er, sondern aus... Ebersberg, der beste bayerische Zauberer, den die Welt zu bieten hat, Florian Otto. Servus, grüß euch. Servus. It's Magic, weißt du schon? Voll schön, dass du da bist. Grüß dich. Servus. Grüß dich. Alex, grüße dich. Ich Jetzt freu bist mich, du mal dass- da, gell? Ich freue mich so. Es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Weißt du? Und ich habe extra so eine bayerische Glitzer-Glamour Show Business Magic Tüte mitgebracht. Weißt du, das ist so eine, die legt man dann auf den Rücksitz des Autos, um Genau. den Genitiv zu verwenden. Und dann hast du wochenlang Glitzer im Polster. Richtig, da ist das ganze Jahr super. Weihnachten. Ja. Dann. Florian, Karin. du bist so erfolgreich mit deiner Zauberkunst, dass du das inzwischen sogar hauptberuflich machst. Wie Stimmt, ist denn ja. das jetzt gekommen? Erzähl mal, wie lange machst du es jetzt schon? Du Ich bist mach's eigentlich jetzt- Banker, gell? Ich war eigentlich Banker, richtig. Ich habe eine ganz bodenständige Ausbildung gemacht, so wie das die Eltern ja immer wollen, weißt du schon. Aber mit der Zauberei war ich schon relativ lange nebenberuflich tätig, sage ich jetzt mal. Und ja, seit diesem Jahr, also seit Mitte des Jahres, also noch nicht relativ lang, mache ich es jetzt auch hauptberuflich. Naja. Weiß-blaue Zauberkunst nennt sie das. Er hatte den Code, dann hat er den Tresorraum leer gezaubert über Nacht und seither kann er hauptberuflich Genau, ich zaubern. bin jetzt auch direkt von den Cayman-Inseln zu euch gekommen. Gell? Man muss Schön, ja auf dass der du Wiesn Zeit aufhören. gefunden hast. Ja. Ja, ich Du bin ja hast so jetzt- gespannt, was du dabei hast, an Ja. welche Taschenspieler-Tricks Ich bin du auch dabei gespannt wie ein Schnitzel. hast. Ja, das wäre schön. Und nachher habe ich eine rote Weste an, dann passend zu dir. Ja, Das wär oder was. ich ein blaues Dirndl. Oder so. So gut bin ich auch nicht. Ach komm. Wollen wir uns setzen oder Sehr kannst gern. du nur im Stehen zaubern? Ja, Nein, jetzt setzen wir uns erst einmal und dann schauen wir, was alles passiert heute. Oh, Was? okay, er hat also irgendwie... Darf nein. Ich glaube, der Hallo? plant irgendwas. Ich glaube, der führt was im Schilde. So, So, Florian, Otto. Schau, dein Bier steht auch schon da. Aber Ja, nicht wunderbar. wegzaubern, weil es war schlecht. nein, das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich zu euch wollte, dass ich Freibier kriege. Ja, du Ach hast so, den Schaum erst einmal weggezaubert, gell? Ja, der ist schon verschwunden. Wo zauberst du denn eigentlich? Also ich zaubert hauptsächlich auf so Privat- und Firmenveranstaltungen. Jetzt habe ich dann wieder ganz viele Weihnachtsfeiern. Direkt im so am November, Tisch oder Dezember. brauchst du eine große Bühne? Hauptsächlich mache ich Showzauber, nennt sich das. Also dass ich halt so eine Stand-Up-Show mache, sprich ich stehe dann vor dem Publikum auf irgendeiner Bühne oder freien Fläche. Du kennst das ja schon. Ich Und kenn mache das. da 35, 40 Minuten lustiges bayerisches Kabarett gemischt mit verblüffender Zauberei. Und das ist das, was ich eben als diese weiß-blaue Zauberkunst bezeichne. Ja, oder er hat eine ganz gute Freundin, die einen 30er feiert und dann kommt er auch vorbei und zaubert einfach mal eine halbe Stunde. Obermeieren. Ja, am eine Sonntag Show. hat es Geburtstag. Also Ja. weiß. das habe ich wieder, gell? Ja, es war ist fast ein nicht so- Jahr her, dass ich bei dir war. Es war super gut. Es deine war Show wunderschön. Ja gut, Voller. dann bereite vor, was du Genau. vorbereiten musst. Ich bin gespannt wie ein Regenschirm. Und jetzt schauen wir aber indes mal kurz zum Grimmel auf die Eudewiesen. Damen und Herren. Florian Otto, der weiß-blaue Zauberkünstler aus Ebersberg, heizt bei uns. Grüß dich. So ist das. Und wir Grüße sind schon ein dich. bisschen aufgeregt, weil Ja. wir es nicht so genau wissen, was jetzt passiert. Ich fange jetzt einfach mal an. Fangen wir mal an. Ja, dann komm. Aber bevor ich zum Zaubern anfange, habe ich erst einmal Geschenke für euch. Du musst mir jetzt das Mikro bitte herhalten, weil ich muss weglegen. Ein Zauberer braucht freie Hände. So, Onken, du kriegst dein Herz extra von mir persönlich bemalt. Oh, Onky Kong, also heißt er nämlich auf ja super. Instagram. Weißt Hey, du? Wahnsinn. danke schön. Ja. Und du, liebe Karin, kriegst auch ein Herz. Du bist nämlich meine Lieblingskarin. Schau her. Mei, Geht das, da jetzt habe ich die schau her. ganze Maske ruiniert. Das macht nichts. nichts. Ne? Mei, Und danke. wir machen jetzt ein Kunststück und erst einmal ein ganz langweiliges Kunststück, weil was jetzt kommt, ist ein Kartentrick. Und ich weiß schon, jeder Zuschauer hat schon mal einen Kartentrick gesehen. Oder Karin, du Ja. wahrscheinlich, du auch, Alex, schon mal einen Kartentrick. Und das Wichtigste bei diesem Kartentrick ist, dass alle Karten unterschiedlich sind. Das könnt ihr soweit bestätigen, oder? Ja, von hinten nicht, aber vorn ja. Ja, Und ich verspreche euch jetzt, dass der Kartentrick, den ich euch jetzt zeige, noch niemand von euch gesehen hat. Das ist ja doch auch was Besonderes halt für euch. Passt auf, 52 Karten, 52 Möglichkeiten. Und ich hebe jetzt erst einmal so ganz cool ab. Miau. Ich mache das Ganze nur mehr, Achtung. Miau. krass. Das kannte ich schon gar nicht. Das Huhu im Hintergrund passt auch super dazu. Ja, genau. Spannungsaufbau. Ja, ich misch noch mal kurz durch. Und Karin, du wählst jetzt irgendeine Spielkarte
Ja. indem du einfach irgendwo Stopp sagst, okay? Okay. Warte. Stopp! Hier, okay. Entschuldigung, Herr Es war Onken. nichts abgesprochen, liebe Zuschauer. Soll denn das jetzt? Merkt ihr die Karten, wo Ja. du so Okay, halber Stopp probier's. gesagt hast? Ich probier's. Prägst dir ein. Ja. Ich sag's auch die Zuschauer. Ich bin schlecht Und im Texte lernen. Alex, du schaust das auch ganz Ja, genau ja. an und merkst das da. Und meine Aufgabe wäre es jetzt herauszufinden, liebe Karin, was deine Karten ist. Ja, ich kann's durch auch meine sagen. gedankenleserischen Fähigkeiten. Denk erst einmal dran, war es eine rote oder eine schwarze Karte? Denk nur an die Farbe. Rot. Es war eine rote Karten, oder? Muss ich jetzt antworten? Ja? Ja. Okay. Bei Rot gibt's Karo und Herz. Denk an Karo oder Herz. Ja, ich spür's ganz genau. Da es war Herzkarten. Ja. Spürst du das Herzklopfen? Ich spür's. Sensationell. Und jetzt gibt's ja bei den Herzkarten Bild- und Zahlenkarten. Was eine Bild- oder eine Zahlenkarte? Denk einmal dran. Es war eine Zahl. Ich sehe eine Zahl. Was eine Zahl? Okay, pass auf. Und jetzt denk fest an die Zahl. 1, 2, 3, 4, 5. Herz 5. Was die Herz 5? Sag ganz ehrlich. Na, Gut, der Trick hat nämlich noch nie funktioniert. Was für eine Karten war's? soll ich jetzt sagen? Ja, du darfst es mal sagen. Herz 8. Herz 8. Warte, ich schau nach, ob es mir wirklich nicht angeschwindelt hast. Liebe Zuschauer, es war tatsächlich die Herz 8. Macht jetzt aber nichts. Macht überhaupt gar nichts. Nein, denn Karin, ich hab da ja am Anfang ein Herz geschenkt, ein Wiesenherz von Ja. mir selbst bemalt. Und auf der Rückseite dieser Wiesenherzen ist ja immer so ein Etikett, so ein Aufkleber, was da für Zutaten drin sind und was für ein Mindesthaltbarkeitsdatum die haben. Lies mal bitte den ersten Satz dieses Etiketts vor. Karin entscheidet sich für die Herz 8, steht da, liebe Zuschauer. Und was war deine Karten? Herz 8. Herz 8. Sag's einmal in die Kamera, da ist nämlich auch noch das Firmenlogo von der Herzlmalerei drauf. Das zeigt ein Herz und in dem Herz steht da 8. Ja, Grutzi, Ja, das schaut ja Wahnsinn. fast aus wie Herz. Mir steht ganz was anderes. Nämlich einfach ganz, Ja, das darfst Darum du nicht sagen, das geht's ist da jetzt Schleichwerbung. ganz normale Aber passt Etikett. auf, Ja, pass auf. Wahnsinn. Es wird noch besser, Alex. Geht Du nicht. darfst auch noch mitmachen. Magst das du noch mal Ja, halten, freilich. Karin? Schau, Alex, auch du darfst jetzt an irgendeiner Stelle Stopp sagen. Jetzt du. Stopp. Dann merkt er bitte auch deine Karte. Ja. Ich zeig's auch nochmal in die Kamera. Und Alex, mit deiner Karte machen wir jetzt was ganz anderes. Ja? Deine Karte, die werden wir jetzt ein bisschen markieren. Wir werden nämlich die Ecke abreißen, sodass deine Karten die einzige im Kartenspiel ist, bei der eine Ecke fehlt. So ist die markiert. Du darfst die Ecke behalten, Alex, bitteschön, und du darfst sie auch signieren. Mach da bitte deine Unterschrift drauf, deine Initialen oder schreib deine PIN-Nummer drauf, was man halt auf so einer Karten so draufschreibt. Sozialversicherungsnummer. Und ihr schaut alle ganz genau, Damen und Herren, da der Griebel jetzt sagen, was mit dieser Spielkarte passiert. Onken sei Kreuz 4. Ich darf die Karten sehen, ich weiß ja, wie der Trick funktioniert. Jetzt weißt du ja, was es war. Richtig. Jetzt Ich hab noch stören viel wir nicht. schlechtere Gags und die wird's alle machen, Alex. Deine Kreuz 4. Ja. Liebe Zuschauer von München TV, diese Kartenstücke vom Alex werden jetzt hier in meiner Hand live im Wiesenstudio, so schön, dass ich das mal sagen darf, verschwinden. Und bei 3 passiert's. Achtung. 1, 2, 3. It's magic. Das hättest du jetzt auch kennen, Alex. Gell? Ja, gerade noch. Das hättest du jetzt auch kennen. Aber pass auf, es werden noch besser. Ja? Auf der Rückseite deines Lebkuchenherz-Etiketts wird jetzt ein Kartenwert erscheinen, genauso wie bei der Karin. Schau mir bitte nach. Kreuz 4 hast du gehabt, gell? Ja. Steht nichts drauf. Na, Darf ich mal schauen? Nein, steht nichts. Bei dir ist immer nur die Herz 8 drauf, oder? Ja. Aber Alex, vielleicht müssen wir bei dir ein bisschen tiefer graben. Pack bitte mal das Herz aus. Reiß auf, reiß auf. So dass die Zuschauer sehen, genau. Oh, es sieht so aus, als wäre da eine Karte im Lebkuchenherz eingeschweißt, liebe Zuschauer. Das Und gibt's ja nicht. es ist eine Kreuz 4 und es ist tatsächlich die Kreuz 4 vom Alex. genau so rausguckt. Passt Wahnsinn, genau oder? rein. Ja, krass. Sensationell. Wahnsinn. Und das, liebe Zuschauer, ist weiß-blaue Zauberkunst mit Florian Otto. Jawohl. Flo, Wahnsinn. Man möchte am liebsten immer sofort die Frage stellen, wie geht denn das? Und ich weiß selber nicht, wie es funktioniert. Das ist das Problem. Der ist ein Zauberer, das ist Magie. Das hinterfragt man nicht.
Ja, aber jeder daheim, wie macht denn der das? Ja. Jeder stellt sich die Frage doch, oder? Wie geht denn das? Aber das Schöne ist, man kann ja von dir noch viel mehr sehen. Du bist ja mit deinem eigenen Programm auf der Bühne. Wo stehen denn da die Termine? Wo bist du so unterwegs? Wir können die Leute jetzt Karten kaufen. Wir haben jetzt ab 13. Oktober, also nächsten Samstag in einer Woche ist das schon, eine Dinnershow, die mache ich zusammen mit meiner Freundin und Assistentin Annalena. Die ist im Restaurant am Steinsee und die Termine, die stehen auf ottoflorian.com. Hast du noch einen? Dass ihr alles anschauen. Hast du noch einen? Was habe ich? Noch einen Trick? Ein Kunststück? Ja. Ja, da müsstet ihr aber aufstehen, Alex. Da müsstest Genau. du mir rauslassen. Dann Wir stehst du schalten auf, schnell- aber wir genau. schauen mal ganz kurz zum Barry. Der zaubert nämlich jetzt für eine Single-Dame am Mandel. Oh. Florian Otto, der weiß-blaue Zauberkünstler, hier bei uns im Wiesenstudio. Und Florian, bei uns gingen immer in diesen Beitragspausen die Herzen so schnell weg. Kannst du vielleicht auch irgendwann oder nächstes Jahr den Trick mitbringen, dass du da die Herzen herzauberst? Das war super. Wenn ich nächstes Jahr wieder komme, darf gerne. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt auf den Stehtrick. Genau. Auf den Stehtrick. Ja, geht ja Die nur im Standing Stehen. Ovations haben wir ja schon, das Ja. passt ja ganz gut. Und liebe Zuschauer, es ist so, dass ich ja wirklich ein großer Wiesenfan bin. Ja? Aber das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist natürlich schon eine krasse Sache, weil ich bin ja Ebersberger und ich fahre dann ganz oft mit dem Auto zum Michaelibad und von dort aus dann mit der U-Bahn auf die Wiesen. Und jetzt bin ich einer, der in der U-Bahn noch total gern Zeitung liest. Weißt du schon? Mehr so oldschool. Weil jeder macht das ja mittlerweile am Tablet, aber ich lese eigentlich auch ganz gern noch in der U-Bahn Zeitung. Und jetzt ist das auch noch ganz einfach, wenn man so in der Zeitung, in der Zeitung sitzt, in der U-Bahn sitzt und Zeitung liest, wenn man am Michaelibad ist, weil da hat man noch relativ viel Platz, weil im Michaelibad noch nicht so viel einsteigen. Mit zunehmender Fahrt wird es aber immer enger, weil sie links eine im Dirndl und rechts einer in der Lederhosen auf dieselbe Sitzbank hindruckt. Dann wird das mit dem Zeitunglesen schwierig. Jetzt habe ich ein ganz schlaues System entwickelt, wie ich meine Zeitung in der U-Bahn trotzdem geschmeidig lesen kann. Achtung! Ich verkleinere es einfach auf die Hälfte des Formats. Total schlau, da musst du Schlau, erst mal drauf super. gehen. Ja. Ja. Wow, großartig! Und bei Bedarf, Das war's noch nicht. beruhigt die Augen, es Ah, geht ich noch dachte schon. weiter. Okay. Bei Bedarf kann man das sogar nochmal machen. Ja? Man kann es ja noch genauso gut lesen, man muss bloß öfter umblättern. Und wenn da gerade ein recht fesch Mädel neben mir sitzt, im feschen Dirndl, genauso fest wie du jeden Tag bist, Lieblingskarin, Oh, danke. dann kann schon mal vorkommen, dass ich sage, da schau her, hast auch was zum Lesen. Ja, Also- und wenn ich dann aus der U-Bahn aussteige, dann sehe ich mal wieder, wie praktisch das tatsächlich ist. Boah. Ich weiß auch nicht. Und schon ist wieder ganz. Flo, Ja, so ist es mit der du Zauberkunst. verzauberst uns einfach immer wieder. Vielen Dank. Ein Sehr super gerne. Zauberkünstler, da muss man unbedingt auch mal die Show singen. Wie macht er das? Ja, keine Ahnung. Und ich darf auch gerne einen Schnaps mit euch trinken, bevor es mir Das rausschickt. machen wir auf jeden Fall. Oder? Ich Machen wir noch einen. überlege gerade, ich höre dir gar nicht zu. Ich will wissen, wie das geht. Ich will es auch können. Funktioniert nur mit der TZ übrigens. Machst du so Workshops einmal, wo der Alex einmal mitmachen kann? Ja, einen Kinderworkshop mache ich Echt? tatsächlich. Das war Aber wir mal können ja mal einen Privatworkshop Schön. machen. Bist ja aus dem Landkreis, glaube ich, oder? Ja, das wäre was, gell? Wir trinken Ja, ich jetzt bin so einen ratlos Schnaps. zurück. Das machen Toll. wir. Florian, Ja. danke dir. Vielen Sehr Dank, gerne. ganz viel Kommst nächstes Erfolg. Jahr wieder? Mir hat's gerne. Gut, ist hiermit ausgesprochene Einladung. Ja, hiermit ausgemacht wieder. Und Genau. wir schalten jetzt mal zu unserer Das sehen wir Steffi. uns. Die ist nämlich heute beim Schokofrüchtestand.